Leben mit Fokus auf die bevorzugte Zukunft. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema schon gelesen habt, irgendwie im Vorfeld. Einer meiner Freunde stellt immer wieder die Frage, was ist eigentlich deine bevorzugte Zukunft? Und die Frage hat mich beim ersten Mal sehr irritiert. Was meint eine bevorzugte Zukunft? Ich glaube, viele Menschen kennen das Gegenteil einer bevorzugten Zukunft, nämlich eine befürchtete Zukunft. Ganz viele Menschen sind auch irgendwie im Bann einer befürchteten Zukunft. Was kommt da alles auf uns zu? Also wenn ich die Zeitungen lese, dann stelle ich fest, dass diese Welt ganz oft so im Griff der befürchteten Zukunft ist. Die bevorzugte Zukunft ist etwas ganz anderes. Es ist die Frage, wohin willst du mit deinem Leben? Wofür willst du leben? Was ist deine Lebensvision? Oder wenn wir es biblisch formulieren, noch ein bisschen weitergehend. Das ist eigentlich die Frage, was hat Gott für mich vorbereitet? Was sind die vorbereiteten Werke Gottes für mein Leben, in die ich hineintreten soll und auch möchte? Und diese Frage kann man sich nicht nur persönlich stellen, ich glaube, man sollte sie sich unbedingt immer wieder persönlich stellen. Ich habe das gerade getan, im Zusammenhang mit meinem Masterabschluss habe ich noch meine persönliche Leadership-Philosophie formuliert und die beginnt mit meiner Lebensvision. Was ist meine Lebensvision? Das war ein sehr interessanter Prozess und ich empfehle das jedem, darüber nachzudenken, was ist eigentlich meine bevorzugte Zukunft? Aber man kann sich diese Frage und sollte sie sich auch unbedingt als Gemeinde stellen. Was ist eigentlich unsere bevorzugte Zukunft als FWG Embrach? Ich habe gehört, ihr wollt das Embrachtal erreichen, das ist super. Immer wieder dranbleiben, was hat Gott mit uns vor? Unser heutiger Predigtext spricht von einer Person, die in ihrem Leben auch an diesen Punkt kommt, wo sie sich diese Frage stellen muss. Wir finden in Texten 1. Chronik 4, Vers 9 bis 10 und es ist das Gebet des Jabez. Wenn jetzt gerade der Laden runtergeht, weil er schon so viel über dieses Gebet gehört hat, einfach, ich lade euch ein, kommt mal mit und lest und hört dieses Gebet vielleicht aus einer ganz neuen Perspektive. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Zwar hatte seine Mutter ihm den Namen Jabez gegeben, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltst, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Jabez gehört nicht zu den großen Personen, zu den ganz Bekannten des Alten Testaments. Er ist eigentlich eine Randnotiz in der Bibel. Kein Abraham, kein Mose, kein Josua. Der Jabez war ein ganz normaler Israelit vom Stamm Juda. Trotzdem hat Gott sich entschieden, das Leben dieses ganz normalen Israeliten in sein Wort aufzunehmen, in die Bibel. Im Bewusstsein, dieses Buch wird Milliardenmal gedruckt werden. Also da überlegt man sich doch, was gehört da rein oder nicht. Gott hat sich für Jabez entschieden, weil sein Leben relevant ist, weil die Botschaft seines Lebens für uns heute relevant ist. Deshalb hat er sie in sein Wort hineingenommen. Was machte das Leben des Jabez so besonders? Erstens, eine Kurzzusammenfassung. Jabez war nicht bereit, seine Zukunft von seiner Vergangenheit bestimmen zu lassen. Zweitens, Jabez fokussierte auf seine bevorzugte Zukunft. Drittens, Jabez wurde deshalb ein Mann des Gebets. Und viertens, Jabez war außerdem bereit, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Fünftens, Jabez verließ sich ganz auf den Beistand Gottes. Und sechstens, er erlebte, wie Gott seine Gebete erhört. Das ist so ein kurzer Abriss und dem gehen wir jetzt einfach Schritt für Schritt nach. Erstens, Jabez war nicht bereit,
seine Zukunft von seiner Vergangenheit bestimmen zu lassen. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir das Gebet des Jabez kennen. In diesem Name Jabez klingt das hebräische Wort für Schmerz mit. Das schwingt da mit und man könnte den Namen deshalb auch übersetzen, er verursacht Schmerzen oder er wird Schmerzen verursachen. Das sagt der Zürcher Brostnägeli, oder? Also wenn du so heißt, dann das ist dein Erbe, das ist eine Last. Der Name hatte in der damaligen Kultur auch noch so etwas wie eine schicksalhafte Bedeutung. Jabez startet mit dieser Hypothek ins Leben, er wird Schmerzen verursachen. Nicht nur dem Jabez geht es so, dass er mit einer Hypothek im Leben herumläuft, sondern das geht vielen Menschen so. Aus unserer Vergangenheit nehmen wir ganz oft eine Hypothek mit. Und Gott ist ja der Spezialist, um mit unserer Hypothek aus der Vergangenheit fertig zu werden. Wir müssen uns nicht von unserer Vergangenheit bestimmen lassen. Vor Jahren kam ein Gottesdienstbesucher in einen Gottesdienst, wo ich gepredigt hatte. Und ich hatte mir Mühe gegeben, auf neue Leute zuzugehen, habe ihn angesprochen und habe ihn gefragt, so, wo kommst du her, was hast du gemacht und so. Und dann sagte er mir nach einem kurzen Schweigen, das sind alles typisch schweizerische Fragen. Ich lebte in den letzten Jahren in einem Auswanderungsland und dort haben sie mir ganz andere Fragen gestellt. Sie haben mich gefragt, wozu bist du hierher gekommen? Was ist deine Vision? Wofür willst du leben? Und weißt du, wenn ich dir jetzt meine ganze Vergangenheit erzähle, wenn ich dir erzähle, was ich alles für Brüche hinter mir habe und wie ich in meinem Leben gescheitert bin, dann schiebst du mich doch nur in deine Schubladen. Aber ich bin nicht hier, um meine Vergangenheit zu wiederholen, sondern weil Jesus mich erlöst hat, ein neues Leben zu leben. Und diese Unterhaltung habe ich nie vergessen. Da stand ein Mensch vor mir, der sich entschieden hat, ich lasse die Vergangenheit nicht über meine Lebenszukunft herrschen. Weil er im Evangelium von Jesus Christus Hoffnung gefunden hat auf eine neue Zukunft. Weil er auch Bewältigung gefunden hat für seine Vergangenheit. Jetzt pass gut auf, ich sage nicht, wir sollen unsere Vergangenheit ignorieren, unter den Teppich kehren oder sonst etwas machen. Das Evangelium ermöglicht uns ja erst einmal, uns der Vergangenheit zu stellen. Aber sie befreit uns davon, dass die Vergangenheit unsere Zukunft bestimmt. Das Evangelium der Gnade gibt uns die Möglichkeit, überhaupt eine hoffnungsvolle Zukunft zu denken. Mir ist aufgefallen, dass das nicht nur für persönliches Leben gilt, nicht nur für das Individuum, sondern auch für Gemeinden. Auch Gemeinden lassen sich nicht selten von ihrer Vergangenheit bestimmen. Und wenn jetzt jemand denkt, oh, was weiß der über uns, will der uns irgendwas anhängen? Nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil. Ich erlebe sogar, dass die positive Vergangenheit oft das größte Hindernis für das Zukunftsdenken einer Gemeinde ist. Ich komme in viele Gemeinden, die so in diesem Glauben leben, schöner als es einmal war und besser als es einmal war, wird es nie wieder werden. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein evangelikaler Komplex mit unserem Zukunftspessimismus. Wir warten nur noch auf den Untergang der Welt und viel besser kann es nicht mehr werden. Aber im Evangelium der Hoffnung von Jesus Christus liegt das Beste immer noch vor uns. Das muss unsere treibende Kraft sein. Und das gilt auch für die Gemeinde von Jesus. Und deshalb stellt mein Freund immer noch eine zweite Frage, wenn er über die Zukunft spricht. Wenn er Gemeinden berät, dann fragt er meistens, welches Jahr ist nächstes Jahr? Sagen die Leute, ja, was für eine blöde Frage. Nächstes Jahr ist 2026. Und dann sagt er, aha, also ich habe schon gedacht 1989, wenn ich euch zuhöre. Also
Wisst ihr, was ich meine? Manchmal sind Menschen so rückwärts gewandt. Es war so schön damals, als wir noch eine kleine Gruppe waren und so schönes Gemeindewochenende, Gemeindeferien hatten. Ach, war das alles kuschelig und schön. Aber meistens ist die Vergangenheit ja glorifiziert. Meistens wird sie idealisiert, weil dort gab es auch Probleme und Streitereien und weiß ich was alles. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Vergangenheit wertschätzen, aber uns nach der bevorzugten Zukunft Gottes sehnen, auch als Gemeinde. Der Jabez, der hat in seinem Leben ein kleines Wörtchen, das alles geändert hat. Und das Wort heißt aber. Aber ist ein Bindewort und zeigt einen gedanklichen Wechsel, einen Richtungswechsel. Und der Satz dazu lautet, aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen. Also irgendwann wurde dem Jabez bewusst, da klopft immer dieses Omen des Schmerzes an mein Leben, der wird Schmerz verursachen. Irgendwann greift er zum Telefon und sagt, Gott, ist das wirklich so? Er hat den Gott Israels angerufen. Natürlich ist es noch ein bisschen anders gemeint. Aber wisst ihr, was er meint? Die zentrale Person dieser Entgegensetzung ist Gott, der Gott Israels. Jabez wendet sich an ihn in seiner Not über dem, was da über seinem Leben steht und über seiner Zukunft. Vielleicht hatten seine Eltern und Großeltern ihren Job wirklich gut gemacht und das getan, was Mose ihnen aufgetragen hat, nämlich ihm die Geschichten des Volkes Israel erzählt, wie Gott diesem Volk gnädig war und es geführt hat. Wie auch immer, irgendwie muss dem Jabez bewusst geworden sein, da gibt es einen Gott, der ist an mir interessiert. Das hast du schön in der Einleitung gesagt. Der ist an mir interessiert, so sehr an mir interessiert, dass er sogar, vom Neuen Testament wissen wir das, seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit niemand, und dazu gehöre ich persönlich auch, verloren geht, sondern das ewige Leben empfängt. Dem Jabez muss bewusst geworden sein, Gott liebt sein Volk. Gott liebt Israel und er als Teil dieses Volkes ist ein Geliebter Gottes. Und deshalb fokussiert Jabez sich auf die bevorzugte Zukunft Gottes für sein Volk. Jabez hat die Sehnsucht, als Gesegneter Gottes zu leben. Und ich habe mich gefragt, wie ist er eigentlich darauf gekommen? Wie kommt er auf die Idee zu beten, Gott segne mich? Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann die Geschichte des Stammvaters Abraham gehört hat. Und dort sagt Gott zu diesem Abraham, 1. Mose 12, Vers 2, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Das ist eine krasse Verheißung, die der Abraham bekommen hat. Und irgendwie, ich stelle mir das so vor, hat diese Verheißung ins Herz des Jabez getroffen. Er hat realisiert, hey, Gott hat über seinem Volk Israel nicht Schmerz ausgesprochen, sondern Segen. Und ich bin Teil dieses Volkes und ich bin Teil dieser Verheißung. Und deshalb will ich in diese Verheißung hineintreten. Es ist ja nicht so, dass wir durch Gebet oder durch Glauben irgendetwas produzieren könnten oder Gott etwas abbringen könnten, sondern durch Gebet und Glaube nehmen wir das im Empfang, was Gott uns zugesprochen hat. Und genau das entdeckt der Jabez. Gott hat seinem Volk, und dazu gehört er, Segen zugesprochen. Er hat ihm Gebiet zugesprochen. Er hat ihm Wachstum zugesprochen. Und genau darauf setzt Jabez. Jetzt haben wir ein Problem, weil wir oft eine sehr einseitige Definition von Segen haben. Wir verstehen unter Segen oft eine materielle Dimension und leider nur eine materielle Dimension.
Doch Segen ist ein viel umfassenderes Konzept, wenn wir die Bibel lesen. Segen bedeutet, die Güte Gottes und seine Nähe und Gemeinschaft in umfassender Weise zu empfangen. Also um Gottes Segen zu bitten, bedeutet nicht einfach mehr von dem zu bekommen, was wir auch mit unseren eigenen Händen erarbeiten könnten, sondern Segen ist eben genau etwas darüber hinaus. Ich lese euch mal vor, was der Apostel Paulus unter dem Segen Abrahams versteht. In Galater 3, Vers 14 sagt er nämlich, so ist durch Jesus Christus der Segen Abrahams zu uns gekommen, dass diejenigen, die an Christus glauben, den Heiligen Geist empfangen. Also wie kommt der Segen Abrahams zu uns? Dadurch, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Also für alle, die jetzt vom großen Mercedes geträumt haben, vielleicht eine Enttäuschung. Für alle, die aber auf das Wesentliche fokussiert sind, nämlich dass Segen bedeutet, dass Gott uns so nahe kommt wie nur möglich, ja, in uns hineinkommt, in uns wohnt, unser Leben von Grund auf neu gestaltet und uns ewiges Leben schenkt, der wird große Freude haben. Genau das ist nämlich der größte Segen, der überhaupt zu uns kommen kann. Asaf schreibt in Psalm 73, Vers 25, wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Der Asaf sagt, Gott, wenn ich dich habe, dann sind eigentlich alle meine Bedürfnisse erfüllt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir von einem gesegneten Leben sprechen. Das ist das Zentrale. Nun gehört aber auch dazu, dass aus diesem Zentralen, aus dieser Gegenwart Gottes, fließt viel Güte Gottes in jede Dimension unseres Lebens, selbst in die materielle Dimension unseres Lebens. Die Alternative dazu ist erschreckend, sagt uns die Bibel auch. Die Alternative zu Segen wäre ein Leben unter dem Fluch und das bedeutet Schmerz und Leid ohne Ende. Also der größte Segen liegt im Versöhntsein mit Gott und darin, dass durch unseren Dienst als Gemeinde Menschen zur Versöhnung mit Gott finden. Das sind diese beiden ganz zentralen Dimensionen. Aber wie kommt es jetzt dazu, dass sich der Segen, den Christus uns entgegenbringt und der sich ganzheitlich in unserem ganzen Leben auswirken soll, wie kommt es dazu, dass dieser Segen sich wirklich manifestiert? Dass er wirklich real wird in unserem Leben? Und hier können wir von Jabez lernen, von seinem Glauben und von seiner Konsequenz, diesen Glauben in Gebet umzusetzen. Jabez wurde ein Mann des Gebets, weil er auf die Verheißung Gottes vertraute. Aber Jabez hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Es ist interessant, dass wenn wir in der Bibel Menschen begegnen, die von Glauben erfüllt sind, an die Verheißungen Gottes, die werden zu Betern. Es ist einfach wie ein Automatismus. Wenn unser Herz von Vertrauen zu Gott erfüllt ist, gehen wir zu Gott mit allem, was uns bewegt. Und das sehen wir im Leben von Jabez. Die Formulierung, dass er einer war, der den Herrn anruft, ist aber auch so wie eine allgemeine Formulierung im Alten Testament für einen wahren Anbeter Gottes. Also die Menschen, die als diejenigen bezeichnet wurden, die den Herrn anrufen, das waren die, die Gott angebetet haben. So war der Abraham einer. Wo immer er hinkam, baute er zuerst einen Altar für Gott und betete ihn an oder rief ihn an. Also der Abraham war ein Anbeter Gottes und der Jabez war auch so einer. Und ich glaube, wir sind zuallererst als Gesegnete Gottes, also als denen die Verheißung von Jesus Christus gilt, berufen, Gott anzubeten, ihm zu danken. Aber dann ist dieses Gebetsleben von Abraham auch geprägt von 4 konkreten Bitten. Erstens, segne mich. Zweitens, erweitere mein Gebiet. Drittens,
steh mir bei. 4. halte Unglück und Schmerz von mir fern. Es wurde viel über dieses Gebet diskutiert und es gibt Christen, die in diesem Gebet des Jabez ein egozentrisches Gebet sehen und sagen, furchtbar, hätte man nie schreiben dürfen, ein Buch über dieses Gebet, was vor 15 Jahren so ein Riesenhype war. Ich bin ein bisschen cooler, ganz einfach, weil ich den Text lese und am Ende steht, Gott hat dieses Gebet erhört. Also ich denke, Gott wird ja am besten wissen, was er mit dem Jabez und mit seinem Gebet machen sollte. Also ich erspare mir diese ganzen Urteile über Jabez, denn Gott hat sein Gebet erhört. Er hat in Jabez etwas gesehen, was ihn würdig machte, dass er sein Gebet erhört. Schauen wir das Gebet doch einmal etwas näher an. Die Bitte um Segen zeugt von Abhängigkeit von Gott. Ein altes Sprichwort sagt, an Gottes Segen ist alles gelegen und das spricht von Abhängigkeit. Der Jabez weiß, ich kann mein Leben nicht aus eigener Kraft heraus stemmen. Ich brauche diesen Gott, der in mein Leben mit seiner Kraft und seiner Güte eingreift. Ich glaube, wer das Gebet um Segen nicht nötig hat, dessen Lebensvision ist entweder zu klein oder er leidet an maßloser Selbstüberschätzung. Gott um Segen zu bitten bedeutet, unsere Abhängigkeit vor Gott einzugestehen. Das Zweite, er bittet um Erweiterung des Gebiets und das zeugt von seiner Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen für das, was Gott ihm zugesprochen hat. Jabez betet, erweitere mein Gebiet und auch das wurde ihm böswillig ausgelegt. Das heißt, dieser Mann kriegt den Hals nicht voll, oder? Dieser Mann ist raffgierig, der möchte einfach viel Besitz haben, der möchte großes Gebiet haben. Aber bevor wir so urteilen, sollten wir einfach die Bibel etwas genauer lesen. Denn eigentlich, wir alle wissen, der Jabez lebte zur Zeit der Richter. Was ist dem vorausgegangen? Die Geschichte von Josua. Es ging die Geschichte der Landnahme voraus. Dieser Geschichte ging die Verheißung voraus, dass Gott dem Volk Israel das Land geben wird. Kurze Testfrage an euch alle. Hat das Volk Israel am Ende des Lebens von Josua das ganze Land Kanaan eingenommen? Nein, eben nicht. Auch der Stamm Juda hatte nicht das ganze Land Kanaan eingenommen. Es heißt in Richter 1, dass Juda wohl das Bergland eingenommen hatte, aber die Ebenen nicht, denn dort hatte es Kämpfer mit eisernen Wagen. Also der Jabez war sich bewusst, hier ist Land, das hat Gott uns zugesprochen, aber wir haben es nicht in Besitz genommen. Und wenn er betet, Gott erweitere mein Gebiet, dann sagt er eigentlich nichts anderes als, Jesus, ich will meinen Fuß dort hineinsetzen, wo du mir versprochen hast, dass wenn ich meinen Fuß darauf setze, wird es mir gehören. Aber er sah ja genau diese Unmöglichkeit, das aus eigener Kraft zu tun. Und deshalb war sein Gebet, Gott, erweitere du mein Gebiet. Da muss etwas geschehen von dir her. Da muss Kraft von dir kommen, da muss Anweisung von dir kommen, da muss alles von dir kommen, damit ich das tun kann. Und in diesem Sinn bedeutet dieses Gebet eigentlich, und wir können das übertragen auf unser geistliches und auf unser praktisches Leben, es bedeutet eigentlich, Gott, lass mich hineinwachsen in den Segen, den du mir in Jesus Christus geschenkt hast. Und wir alle wissen aus dem Philipperbrief, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt in Christus Jesus. Und Paulus zieht dann nachher die Konsequenz am Ende des Philipperbriefs. Aus diesem Reichtum wird Gott all euren Mangel ausfüllen. Das ist doch krass. Also Gott hat uns in Christus noch viel geschenkt, wozu Gott uns auffordert, das im Glauben in Besitz zu nehmen. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich predige hier kein Wohlstandsevangelium. Ich sage nicht, geh in die nächste Mercedes-Filiale, bestell dir den schönsten Mercedes und stell einen Scheck aus. Das gibt es ja heute nicht mehr, aber kannst mit der Kreditkarte bezahlen und die ist dann nachher nicht gedeckt und dann gibt es den großen Flop.
habe ich nicht gesagt. Okay, Klammer zu. Es geht darum, sich von Gott führen zu lassen und zu zeigen lassen, was hast du für mich parat? Und ich glaube, Gott zeigt uns ganz viel von seiner Vision für unser Leben in seinem Wort. Und darum geht es, das in Anspruch zu nehmen. Drittens, die Bitte um Beistand zeugt von einer gesunden Erwartung von Widerständen. Wer sich aufmacht, um seine Grenzen zu überschreiten, der wird mit Widerständen und Ängsten konfrontiert werden. Das Gebet, Herr, steh mir bei, zeugt genau von dieser Voraussicht. Der Jabez wusste, wenn Gott mein Gebiet erweitert, dann ist das eine Challenge. Dann wird mich das etwas kosten. Und das werde ich niemals alleine schaffen. Gott, und das finde ich so, auch wie beim Petrus, als er aus dem Boot steigt, so, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Steh mir bei. Der Jabez geht da zitternd über die Grenzen im Bewusstsein, ich brauche ganz den Beistand Gottes, um das zu tun, was Gott für mein Leben vorbereitet hat. Viertens, die Bitte um Bewahrung vor Unglück und Schmerz zeugt von einer gesunden Leidenstheologie. Es gibt ja bezüglich des Leidens von Christen zwei Extreme. Das eine behauptet, und das ist sehr in diesem Wohlstandsevangelium verortet, das eine bedeutet, wenn du genug an die Güte Gottes glaubst, wenn du Gott genug vertraust, wird er dich von allem Leiden befreien und er wird dir alles geben, was du dir wünschst. Natürlich Quatsch, aber es gibt auch eine andere Seite, die ist auch Quatsch und die liegt uns als evangelikalen Christen manchmal näher. Und das ist das Phänomen, das ich als frömmlerische Leidensergebenheit bezeichne. Und solche Menschen glauben, du bist nur wirklich dann richtig mit Jesus unterwegs. Du bist nur so ein richtig guter Christ, wenn dir der Saft des Leidens aus allen Poren tropft. Also wenn man wirklich sieht, dass du richtig krass leidest für deinen Glauben. Mein Vater erzählt immer wieder die Geschichte eines Gebetstreffens. Und dort hat eine Person inbrünstig gebetet, Herr, zerbrich mich. Das war so mal eine Zeit lang modern. Und er hat sich reingesteigert, masochistisch, Herr, zerschlage mich, zerbrich mich, mach meinen Willen kaputt und so weiter. Und irgendwann hat jemand in dieser Versammlung, ist der Kragen geplatzt, ist aufgestanden, Herr, tu es bitte nicht. Einfach weil es nicht gesund ist. Also wenn mein Kind zu mir kommen würde und sagen, hey Papa, versohl mir mal so richtig den Hintern, brech mir meinen Willen. Ich würde es einpacken ins Auto und zum Psychiater fahren. Sagen, das ist etwas nicht gesund. Versteht ihr das? Es gibt zwei Extreme in Bezug auf Leiden, eine Leidensverherrlichung und eine Leidensleugnung. Und beides trifft es eben nicht. Und es ist auch nicht der Mittelweg oder das Mittelmaß, was dazu trifft, sondern manchmal gehört Leiden zu unserem Leben mit Jesus dazu. Und in anderen Fällen befreit uns Gott von diesen Leiden. Und in beiden Fällen geht es darum, dass wir Gott ganz nahe sind, dass er da ist. Und trotz all dem Wissen dürfen wir beten, Gott, halte Übel, halte Prüfung von meinem Leben fern. Und genau darum betet der Jabez und das hat ja auch Jesus getan. Im Garten Gethsemane bittet er den Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Also selbst Jesus hat nicht in die Hände geklatscht und gesagt, come on Vater, das machen wir jetzt, ich gehe ans Kreuz, ich ziehe das Ding durch. Nein, er hatte Angst vor diesem Leiden. Er hat den Vater gebeten, diesen Kelch an ihm vorbeigehen zu lassen, aber es war nicht möglich. Und deshalb hat er sich hineingegeben. Und in dem Sinne lehrt Jesus uns auch zu beten und führe uns nicht in Versuchung. Also das ist der Jabez war nicht irgend so ein leidensscheuer Typ, der gesagt hat, Gott darf mir nur das Gute geben, sondern er hatte ein gesundes Verhältnis zu Leid und Schmerz. Er hat es Gott anbefohlen und ihn um Verschonung gebeten. Und am Ende kommt wahrscheinlich der krasseste Satz, mein letzter Gedanke. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Der ewige, heilige, allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums, der alles kann und alles im Griff hat,
Er hört unser kleines Gebet von einem Sandkorn auf dieser Erde im Verhältnis zu den Dimensionen und nimmt uns ernst. Was für eine Message. Gott ist an dir interessiert. Gott hört dir zu. Und wenn du im Glauben an seine Verheißungen zu ihm kommst, dann darfst du auch damit rechnen, dass Gott dein Gebet erhören will. Erhört Gott unsere Gebete immer sofort und instantmäßig und genauso, wie wir uns das vorstellen? Ich glaube, wir müssen diesen Satz über dem Leben von Jabez im Rückblick auf sein ganzes Leben verstehen. Und wenn ich im Rückblick von jetzt in mein Leben zurückschaue, dann kann ich das auch sagen. Gott hat so oft, weit mehr als ich mich dessen wahrscheinlich bewusst bin, meine Gebete erhört. Aber für manche Dinge habe ich vielleicht 10 oder 20 Jahre gebetet. Und da gibt es auch noch Dinge, die stehen noch aus. Vielleicht werde ich sie auf dieser Erde nicht mehr erleben, aber im Himmel. In diesem Sinn bleibt eine Spannung aufrecht und wir können die nicht ergründen, wie Gottes Zeitpunkte sind. Bei ihm hat alles seine Zeit. Das soll uns nicht abhalten.